wunderschönen guten Morgen. Ich bin noch ein bisschen auf der Schnurre. Es ist Samstagmorgen. Heute ist wieder ein Clubrun von Salty Sports. Ich bin sehr lange nicht mehr säckeln. Und das ist für mich letztes Mal wirklich so ein Out-of-the-Comfort-Zone-Ding. Aber das ist eben genau das. Ich mag Challenges und ich mag es, neue Reize zu setzen für meinen Körper, für den Kopf, weil ich mich dadurch schnell weiterentwickle. Und mit dem ganzen Wachstum, das aktuell stattfindet, ist es mal ein riesen Danke an euch. Der Support, der in den letzten Tagen und Wochen gekommen ist absolut anormal. Also ist wirklich. Und ich habe das Gefühl, wir sind sehr auf einem guten Weg mit dem aktuell. Und ich habe wirklich das Bedürfnis und ich will unbedingt die Community so vertraut aufbauen. Wisst ihr, wie ich meine? Und close aufbauen. Auf jeden Fall haben wir einen kühlen Samstagmorgen. Und jetzt geht's los. Also, wir sind da mit dem Janis und ich möchte dir eigentlich nur schnell für meine Community auch ein, zwei Fragen stellen. Ich bin ja vor allem so ein bisschen im Mindset-Bereich, Persönlichkeitsentwicklung unterwegs. Und ich möchte dir auch die Frage stellen, du hast ja mittlerweile auch eine relativ grosse Social-Media-Reichweite aufgebaut, selbstständig etc. Die erste Frage, die ich dir stellen möchte, ist so ein bisschen, was ist so ein bisschen dein Drive am Morgen aus dem Bett kommen? Was motiviert dich und was gibt dir quasi das Feuer am Morgen zum Aufstehen? Ja, gute Frage. Ja, ich glaube, der grösste Drive, den ich am Morgen aufstehe, ist einfach zu wissen, dass ich noch lange nicht an dem Punkt bin, wo ich eigentlich sein möchte. Das ist die grösste Motivation, aufzustehen und all meine Tasks zu erledigen. Ich glaube, das ist auch so meine finale Antwort. Ja, wie gesagt, der Drive ist da, weil ich noch nicht an dem Punkt bin, wo ich sein will. Ja. Wenn du jetzt die Möglichkeit hättest, quasi, keine Ahnung, wie viele Leute das sehen, oder sag mal, du hast eine Message, die du an die ganze Welt spreaden kannst und jede Person auf dieser Welt würde sie hören. Was wäre deine Message an die Personen? Eine gute Frage. Ich glaube, das, was ich jetzt in den letzten 2-3 Jahren für mich auch gelernt habe, und ich glaube, das ist auch so die Message, die ich weitergeben würde, ist, dass du wirklich dein eigenes Leben 100% selber in der Hand hast und wirklich sehr wenig mit Schicksal oder Glück zu tun hat, sondern wirklich einfach nur, wie viel Arbeit steckst du rein und das kannst du zurückgeben. Also ich sehe es wirklich sehr stark so, dass Input gleich Output. Umso mehr dass du bietest oder umso mehr dass du reingehst, umso mehr kannst du dann im Endeffekt auch raus. Ja. Also wie gesagt, du hast das Leben selber in der Hand, mach etwas daraus. Geil, danke dir. Sehr gerne. Bis zum nächsten Mal das Häckle, hey! Ich mache ein Eisbad eigentlich aus verschiedenen Gründen. Früher habe ich es öfter gemacht zwischen den Session am Morgen und der Session am Nachmittag, sprich Abend. Ein Eisbad genommen, einfach regenerativ, vor allem bei dass sie wieder fit sind, dass sie wieder mögen und dass sie neu durchblutet werden. Was mich aber schon immer viel mehr fasziniert hat an Eisbad ist der mentale Effekt. Weil du machst etwas, wo du in der Regel keinen Bock hast zu machen. Dich in eine Situation zu begeben, wo du weißt, ist eigentlich unangenehm, aber du es trotzdem machst. Und das ist genau der Punkt, du gehst trotzdem durch den Widerstand, du tust dich trotzdem selber überwinden. Genau aus dem Grund mache ich eigentlich tagtäglich Cold Showers, weil du einfach direkt am Morgen den Win stacken tust. Und das hat mich persönlich mental einfach extrem wach zu lassen, weil ich weiss, ich bin dazu fähig, meinen Kopf zu überwinden und mich wirklich in diese Situationen zu begeben und sie auch zu überstehen und zu overkommen. Eigentlich gibt es gerade noch Zeit, um so ein bisschen über das Ganze zu reden, was aktuell abgeht. Ja, das eine Video war der Auslöser, das Video, wo ich mich vorstelle mit «Hey, ich bin der Sandro und ich bin Content Creator, bla bla». Das hat so krass Wellen geschlagen und es ist für mich einfach so extrem schön zu sehen. Und ich bin mega gespannt, wo die Reise hingeht. Mir bedeutet es so viel zu sehen, dass das, was ich mache, eben genau Leute bewegen tut. Und dass das, was ich mache, genau Leuten etwas hilft und dass es sie inspiriert. Und das wiederum inspiriert mich auch, mein Bestes zu geben. Aber das ist genau mein Drive und das möchte ich auch machen, darum mache ich jetzt das. Und ich probiere mich ein bisschen aus. Und im Endeffekt werde ich klar das machen, was meine Leidenschaft ist und was ich auch schön finde. Und ich glaube, aber das ist genau der Punkt, wenn du das machst, was du wirklich als Leidenschaft hast
und es dann aber wirklich richtig ausübst und dein Herz wirklich drin aufgehen lässt, dann kann es nur gut kommen, meiner Meinung nach. Das sind jetzt 7 Minuten im E-Sport gewesen. Jetzt gehen wir in die nächste Session 2 ins Gym mit der Simona, Simsala Gym. Auf jeden Fall ist es super geil. Es ist jetzt gerade so warm, dass es einigermaßen fresh ist und man kann in kurzen Hosen rumlaufen. Finde ich richtig nice. Hallo! Warte! Hey, danke schön! Alter! Was? Dreimal dürfen raten, wer seine Sportkleider die gelassen hat. Nur meine Hose. Alles. Ich kann auch fragen, ob jemand Hose hat. Du könntest fragen, ob sie so, weißt, Funkgrube oder so haben. So Fundgrube-Hosen. Mich stört das nicht. Ich kann mal fragen. Bis Simona kommt, ich zeige euch jetzt noch schnell eine echt geile Übung, die mir extrem hilft mit den Schultern, weil ich selber Schulterprobleme habe. Und zwar hängt ihr rein und drehen und nehmen den Arm hinten runter. So, und jetzt haben wir eigentlich hier die Motion, wo die ganze Schulter vorne aufmacht und eine richtig schöne Dehnung runtergeht. Ich weiss, am Anfang konnte ich das kaum machen. Es gibt mir einmal extrem viele Benefits für das Movement. Tschüss. Let's go. Good start. Aber schau mal, das T-Shirt selber. Let's compare. Sehr schön. Eigentlich nur breit. Hure Spaghetti. Da können wir auch schauen, wie es rauskommt. Weil, wenn es cringe ist, anstatt Wahnsinn, dann... Es ist safe cringe. Cringe. All im Content ist cringe. Der Cringe. Warum hast du eigentlich mit Gym angefangen? Weil das ist ja wahrscheinlich das, was die Leute wundern. Weil so Ausschnitte sehen sie nirgends von dir, oder? Angefangen habe ich, weil ich unzufrieden war mit meinem Körper. Aber ich habe es so nice gefunden auf der mentalen Seite, dass ich wegen dem weitergemacht habe. Ich habe es nur aus dem ästhetischen Aspekt gemacht und weitergemacht, hat ich nicht lange durchgezogen. Was hast du so nice gefunden an dem Aspekt? Am mentalen Aspekt? Ich bin mega Overthinker und ein paar Mal brauche ich so 3 Sekunden, wo du an nichts denken kannst. Dann, es ist ein Ort, wo du voll auf dich kannst schauen kannst. Alles, was du reinsteckst, bekommst du auch zurück. Es gibt dir Disziplin, es gibt dir so einen Raum für dich. Und Selbstbewusstsein. Ich meine, wenn du deine Ziele jeden Tag immer wieder erreichst, weißt du, wie selbstbewusst macht das dann? Warum machst du Social Media? Ich habe am Anfang angefangen, weil ich Videos gepostet habe von unseren Skype-Workouts, die wir während Corona gemacht haben. Ja. Und es hat mich konsistent behalten während Corona, dass ich weiss, Ja. ich muss jetzt etwas aufladen und muss ich auch trainieren. Das ist auch zum Dokumentieren für mich, dass ich wie so ein Tagebuch habe, dass ich auch durchziehe. Ja, so hat es angefangen. Jetzt habe ich Kreativität, die ich rauslassen mit meinen Videos. Also Videos schneiden, das ist schon nice. Also jetzt ziehst du quasi nicht mehr durch. Was? Ja, jetzt ziehe ich nicht mehr durch. Also schau, wir machen Also, jetzt. fangen wir an. Auf jeden Fall machen wir heute Legs. Das ist immer das Schlimmste, den Packkessel spielen. Vor allem, wenn du viele Scheiben hast auf einer Maschine. Es wird lustig. Es wird lustig heute. Es wird sehr, sehr lustig. Der Gym ist so Medizin einfach. Nicht. Jetzt haben wir wie lange? Jetzt haben wir etwa 2 Stunden Videos aufgenommen. Jetzt bin ich richtig froh, kann ich ein paar Gewichte drücken. Weil Simona ist mir langsam echt auf den Sack gegangen. Nein, ich mache Spaß. Nein, ich sage euch, Gym ist der Shit. Viele fragen mich ja, was so ein bisschen Ansporn ist ins Gym gehen und so, auch auf Insta. Und es hat mega viele Funktionen. Zum einen ist es ein hohes Ventil für Alltag, Stresssituationen etc. Zum anderen persönliche Entwicklung, Wachstum, aus der Komfortzone gehen. Und es gibt mir ein hohes gutes Gefühl, einfach weil ich weiss, ich arbeite jeden Tag an mir und ich mache wirklich etwas für mich. Oh.
Ich habe Training ein bisschen umgestellt. Ich habe am Anfang immer auf 12 Reps raus trainiert, 3 Sätze. Und ich bin jetzt ein bisschen runtergegangen auf 8 Reps. Und je nachdem es nur 2 oder 3 Sätze, weil ich dann mit dem Gewicht rauf kann und schneller an die voll Maximalleistung komme. Ich da bis jetzt noch nicht quasi das Gefühl habe, dass ich voll an mein Limit gefunden habe. Und ich will nicht einfach voll reinrösten, weil ich Schiss habe, dass ich mir nachher etwas schliesse. Ja, dann wie viele Reps soll ich machen bis Muskelversagen, oder was? Mehr Range of Motion, ich komme nicht weiter. Weil weiter rauf komme ich nicht. Es geht nicht weiter runter. Es bewegt sich nicht mehr. Ja, das ist locker zu sagen. Das ist Games. Ich habe es noch nie gehabt, dass ich so tot K.O. bin, dass ich nicht mehr reden kann. Weißt? Weil vorher mein Körper aussetzt. Ich kann mit dem Kopf machen, was ich will. Jetzt vorher hast du auch gesehen. Oder ich kann machen, was ich will. Es geht einfach nicht. Ich kann es nicht drücken. Mein Kopf ist easy da, weißt? Mein Kopf sagt Druck. Aber das ist so das, wo ich noch ein bisschen daran arbeite, die Grenze irgendwie überwinden, weißt? Mach mal, ganz langsam. Langsamer rauf. Ja. So, schaffst du langsam, du kannst. Brennt geil. Musst mal schauen, wie das bei mir aussieht. Ich tracke alles in den Notizen. Ich auch ein paar. Und die Notiz-App ist langsam so laggy, dass wenn ich schnell scrolle, dass es anfängt zu stocken. Schau mal. Oh mein Gott. Fitness-Influencers be like. Ich bin kein Fitness-Influencer. Also wenn du einen Gym-Vlog machst, bist du Fitness-Influencer. Nein. Aber Geil. Fitness ist ja auch etwas mit Mindset. Ja, definitiv. Also ist Fitness auch ein Genre von dir? Überzogen. Du nutzt ein bisschen viel Schwung. Du den Rumpf anspannen, du spannst den Rumpf nicht an. Ja? Viel besser. Rauf! Rauf! Mehr! Sandro, Gewicht runter. Ja, also da muss man auch kontrollieren. Hast du nicht Angst, dass du ein bisschen am Ego-Liften bist? Wegen? Oh. Warum Ego-Liften? Ja, wenn du so mit dem Schwung schaffst. Ich verstehe die Frage nicht. Ich habe einen Leg Press. Denkst du, wie viel schaffst du? Keine Ahnung. Ich mache immer die rechte. Ich mache immer die und nie die. Und wir machen jetzt mal die, weil die ist krasser. Du darfst mir Gewicht aufladen Aha, und ich mache. okay. Okay, Dann schauen Sandro. wir. Wie viele Reps? So viel, bis du nicht magst? Ja, aber dann mache ich hure viel. Du musst unten ein bisschen länger bleiben. Ich merke jetzt schon, dass ich doch nicht so viel mache. Langsam runter. Und unten bleiben. Und rauf. Sehr gut. Du Arsch, nimm dem Hand da weg. Komm, da geht noch mehr. Es sind sicher etwa 30 Kilo, die ich dagegen noch drücke. Sehr gut. Muss ich runterlassen, oder was? Nein, nein, nein. Du magst noch mehr. Solange du es nicht magst. Soll der Scheiß. Ich drücke da viel dagegen, gell? Also
Also mit dieser Energie schaffst du noch mal 10. Komm, Bauch noch ein bisschen anspannen. Bist du fertig? So lange, bis es nicht mehr geht. That's the spirit. Sehr geil. Aber gute Quads. Damn. Voll. Powerlifting, jetzt kannst du 7 Minuten schlafen. Geil. Gummibärli fressen zwischen ihnen noch. Du bist mega strong, aber du tust amigs mit anderen Muskeln ein bisschen kompensieren. Vor allem den unteren Rücken. Und eben, dann brauchst du immer und immer mehr Gewicht und irgendwann geht es auf den unteren Rücken und bekommst untere Rückenschmerzen. Das heisst, ich muss schauen, dass ich gezielt die Muskeln Ja. triggern und weniger Gewicht für bessere... Ja. Einfach jetzt am Anfang. Wenn du noch nicht 300 Kilo brauchst, ist es noch gut, aber Das heisst noch nicht. eben noch nicht. Aber jetzt haben wir gleich noch getestet, wie viel ich drücken kann. Also ja, teste, wie viel kannst du drücken und du kannst mehr drücken, als du bis jetzt gedrückt hast. Ja, das glaube ich auch. Das ist nichts Neues. Ja. Darum finde ich miteinander trainieren so geil, weil du kannst einander helfen, du kannst einander spotten, du kannst einander pushen und du kannst Ja, einander voll. eben genau so Sachen sagen, weil die wenigsten kommen im Gym auf dich zu und sagen dir das. Ja. Weil erstens mal achten sie sich gar nicht auf dich, weil sie sind da für sich selber und zweitens getraut sich viele auch nicht etwas zu sagen und drittens viele haben auch nicht das Know-how. Und vor allem, weil es ist ja nicht unbedingt ein Fehler, dass es gefährlich ist. Ja. Es ist einfach etwas, was vielleicht beim Bodybuilding hilft. Alles gut? Ja, alles Alter, ich hatte super. Angst gehabt. I'm having the time of my life. Ja, nicht schlecht. Okay, jetzt hör auf. Okay, also. Ich glaube, ich habe noch nie bis an meine Ultragrenzen trainiert. Das Aber kommt- auch, ich sage auch ehrlich, wenn ich ein bisschen Respekt davor habe, wenn ich Schiss davor habe. Weil ich weiss, wie scheiße es ist, wenn ich ja früher viel Sport gemacht habe. Wenn du dort in ein Blackout rein trainierst, ist schon nicht so geil. Vielleicht habe ich darum so eine natürliche Blockade, die es jetzt gilt, halt rauszuschieben oder zu verstehen, weißt du? Und da mache ich jetzt nochmal einen Satz, oder? Damn, die Quads. Oh. Geht ein bisschen schlechter jetzt nach. Der Leg Press. Das ist das Ziel. Super. Das ist das Ziel. Trotzdem noch Full Stack. Letzter Satz. Weißt du, was es jetzt gibt? Nein, bitte nicht. Bitte nicht. Ich komme jetzt schon nicht mehr rauf. Komm, jetzt musst du das sagen. Komm, drück! Drück jetzt! Kämpf jetzt mal! Einmal kämpfen, komm! Mehr. Okay. Nicht so fest. Alles gut. Ja, alles Also, du siehst aus, als würdest Was will ich was? Hättest du noch mehr mögen? Hast du noch 1 Sekunde länger geschafft? Sag ehrlich. Also, hast du aufgegeben? Kann ich mögen? Aber du hättest es noch länger geschafft. Ja, theoretisch gesehen würdest du das ewig schaffen. Kann ich mögen?